Wie hat dann Gott Menschen in der Bibel berufen? Wir haben den Menschen entdeckt, was ist der Wille von diesem Gott im Himmel. Ich bringe immer das Beispiel von einem Golfplatz. Es gibt der allgemeine Wille, das heißt, es gibt einen klaren Plan, was ist die Golfbahn und was ist das Out. Und es gibt einen klaren allgemeinen Plan von Gott, der gesagt, in diesem Spielraum kannst du spielen, aber das ist ein Out. Und dann gibt es aber auch noch diesen Willen, wo Gott gesagt hat, du kannst es so spielen, wie du das am besten findest. Also der allgemeine Willen kann bedeuten, es sind die 10 Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, alle diese Dinge. Aber auch ein Leben ohne Gott ist Out. Das heißt, in dem Moment, wenn ich mein Leben Gott vertraue, spiele ich auf dieser Spielbahn. Und jetzt hat jeder Spieler eine andere Strategie. Der eine liebt es, mit dem Driver nach vorne zu brechen, so weit wie möglich. Der andere sagt, nein, ich spiele lieber nur 100 Meter, weil der zweite Schlag, zum Beispiel 200 Meter, das ist mein Ding, das spiele ich akribisch genau. Also Schlägerauswahl, wie man das unterteilt, welche Bälle, macht man eine Kurve oder auch einen Hook. Alle diese Dinge ist ein bisschen Strategie. Mit anderen Worten, wenn Gott dich auf dieses Spielfeld der Erde gestellt hat, gibt dir Gott sehr, sehr viel Raum, auch mit deinen Talenten und Fähigkeiten den Raum einzunehmen.